Und weiter geht's mit dem Spiel. Wo ist der Fusel versteckt? Ein Spiel, das ich nicht besonders gut beherrsche, was aber auch an diesem dämlichen, ja, ich sag's lieber nicht, Typi liegt. Entweder ist der Fusel hier oder hier. Die Frage ist immer noch, wie kommen wir da ran? Wir haben schon versucht, ihn dazu zu bringen, die Suppe zu würzen, weil einfach hier durchzumarschieren klappt nicht. Dann ballert er uns gnadenlos über den Haufen. Was gibt's, Junge? Ich will dich nerven. Was treibt einen so harten Kerl wie Kid Tennant in eine Suppenküche? Mr. Tennant erwarb die Suppenküche von den barmherzigen Schwestern, um seinen Ruf als respektables Mitglied der Gesellschaft wiederherzustellen, nachdem sein guter Name durch böswillige und heimtückische Taten von fehlgeleiteten Vandalen beschmutzt wurde, die seinen Geschäftssitz niederbrannten. Seine illegale Bar. Illegale Geschäfte mit Alkohol kann ich weder bestätigen noch verleugnen hier in der ist eine verdammte Suppe, Kleiner. Du sollst... Ja, genau, so redet er. Ja. Der sollte mal dringend seinen Text auswendig lernen, wa? Ja, wohl nicht wahr sein. Also, das war mal eine Suppenküche? Was meinst du mit wahr mal? Trotz kürzlichem Besitzerwechsels dient dieser Ort weiterhin der Verteilung von Nahrungsmitteln an die Bedürftigen und Notleidenden. Und keinem anderen Zweck. Genau. Mit dem Unterschied, dass man erst durch den Verzehr der Suppe zu einem Notleidenden wird. Ja. Ich denke immer noch, dass die Suppe zu fad ist. Mehr Chili bitte. Kann man ihn eigentlich dazu bringen, seine eigene Suppe zu kosten? Würde mich mal interessieren. Okay. Hey, schon gut. Nee, klappt nicht so wie es sollte. Verfluchte Scheiße. Ja. Superkosten bringt es ja super, vor allem weil es ihm noch die gleiche Suppe ist. Versuchen wir mal den anderen Trick. Gut. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Ja, dann frag ihn doch, Menschenskind. Emmett. Ja? Emmett, ich komme nicht an die Tür da drüben. Diese Tische blockieren sie. Die Tür? Sollen wir einfach hineinspazieren und ein Fass Alkohol mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Das wäre blöd, oder? Finde ich schon. Trotzdem würde ich gern diese Tür öffnen. Von hier draußen kann ich nichts machen. Nun, das ist eine Sache der Physik. Wir brauchen einen Hebel, eine Art Stopper. Mal sehen, womit ich dienen kann. Na, da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Emmett, der Part ist leider zeitlich begrenzt. Notiz, Notiz. Ja, keinen Schimmer. Ja, ganz toll. Menschenskind, ey, mach's nochmal komplizierter. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Ja, der ist auch nicht mehr ansprechbar. Ja, langsam gehen mir wirklich die Ideen aus. Freunde, habt ihr vielleicht noch irgendwelche Vorschläge? Was gibt's, Junge? Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Ich denke immer noch, dass die Suppe zu fad ist. Wie funktioniert die richtige Abfolge hiervon? Heureka! Hä? Hast du das herausgefunden? What the hell, wir hatten das geschafft? Emmett, Ja?
Oh, das ist interessant. Nur ein wenig mechanischer Einfallsreichtum und am Ende ist die Tür offen. Ja, gut gemacht. Wow. Und sowas ist ein Wissenschaftler, hey. Ist ja Wir kommen grandios. schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Jo, mach das mal. Leute, wir gehen einmal, wa? Nicht schlecht, Doc. Nein. Ich komme hier immer noch nicht durch. Aber wenigstens stehen diese Tische jetzt. Ja gut, nur was bringt mir das? Und der schnallt's einfach nicht. Jetzt ist guter Rat teuer. Kann ich irgendwie... Kurz schauen, was habe ich denn alles? Bringt doch alles nichts. Bringt doch alles nichts, Mann. Bringt alles nichts. Irgendwelche Hinweise? Inventar natürlich. Hinweise wollte ich. Womöglich ein Superfest, auch noch egal etwas stärker ist als super. Das weiß ich doch bereits. Die Objekte darin in Bewegung bringen. Habe doch auch schon versucht. Bringt auch nichts. Was, das Regal steht genau auf dem Aufzug. Was wäre, wenn er sich bewegen würde? Welcher Aufzug? Marty, kannst du bitte mal für mich kurz danach sehen, was für ein Aufzug meint? Mann, ich sehe nix! Ja. Welcher Aufzug? Welcher Aufzug? Hey, was glaubst du, wo du hingehst? In die Küche? Nur Personal darf in die Küche, Schluckspecht. Cooler Trick, Mann. Okay, okay, auf dem... Ah, jetzt sehe ich es. Genau da ist der Aufzug. Ja, wie bringe ich ihn in Bewegung? Vor allem von hier aus. Ist reicht von der anderen Seite her dran, wa? Was gibt's, Junge? Nicht viel, nicht viel. Ich hau schon wieder Kann ich ab. mich etwas umsehen? Nein. Nein, nein, nein. Gut, da bringt's also nichts, wa? Kann ich sonst irgendwas... Wie jetzt die Röhren? Sieht aus, als führten diese Rohre in den Keller. Ja, und was bringt das jetzt? Ich hab doch gar nichts, Mann. Außer vielleicht der Doc könnte mir jetzt helfen. Oh Leute, ich habe das Gefühl, ich trudel immer nur hin und her und... Hin und her. Cooler Trick, Mann. Cooler Trick. Ja, gut, aber was bringt mir das jetzt? Mann, nee. Eben diese wenigen Hinweise. Emmett, Ja? diese Küche ist offensichtlich nicht die illegale Bar. In der Tat, dies muss eine Art Fassade sein, die geschickt und legal die Existenz einer versteckten und verruchten Einrichtung verschleiert. Vielleicht im Keller? Stimmt, das könnte den Fahrstuhl erklären. Ja, die Frage ist bloß, wie kommen wir da runter? Diese Küche ist offensichtlich nicht die... In Einrichtung. Jo, soweit waren wir bereits. Irgendeine Idee, wie wir an den Fusel kommen? Fusel? Den Alkohol, Emmett. Ah, man könnte auf die Idee kommen, dass sich in einigen dieser Fässer Fusel verbirgt. Du hast wahrscheinlich recht, aber in welchen? Wenn ich an einige dieser Fässer herankäme, könnte ich sie wiegen und ihre relative Dichte vergleichen. Relative Dichte? Komm schon, Emmett. Kids Schläger werden uns keine Experimente an ihren Fässern durchführen lassen. Das stimmt wohl. Dann fragen wir den Mann dort hinter dem Tresen. Was? Haben Sie auch Fässer mit schwarz gebranntem Schnaps hier? Wie realistisch. Nun, ich dachte, wir würden es mit etwas Raffinesse angehen. Raffinesse. Richtig. Was ich bereits versucht habe, aber der ist ja auch Wir nicht... kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Ja, der ist auch nicht sehr kooperativ, der Typ da hinter der Nicht Theke. schlecht, Doc. Nein. Ich komme hier immer noch nicht durch. Aber wenigstens stehen diese Tische jetzt. Ja, wenigstens.
Das wird sich leider auch nicht so schnell ändern. Die Frage bleibt also für uns, was müssen wir tun, um da durchzukommen, beziehungsweise ihn abzulenken? Es müsste was geben, hey. Habe ich nichts im Inventar oder so? Nee, ist... ja, gut, versuch's mal. Nein. Danke, Marty. Können wir also knicken, dann habe ich jetzt erst ein Rechenproblem. Was will denn der da hier oben? Ja, was nicht sagst, wa? Emil Braunmann, weiß er doch. Okay, der letzte Hinweis. Bring Kabuldo die Suppe zu würzen, er wird das Regal verschieben. Ja, das habe ich schon einige Male gemacht, na und? Was gibt's, Junge? Ich denke immer noch, dass die Suppe zu fad ist. Ja, was bringt das jetzt? Ja, draufhauen oder was? Miss Strickland. Möchten Sie mehr Suppe? Kommen Sie schon, Mr. Donnelly. Sie wissen genau, dass ich mit dieser Farce nichts zu tun hätte, wären die Armen von Hill Valley nicht so sehr auf Mr. Tennants aufgebauschte Großzügigkeit angewiesen. War das ein Ja? Geben Sie mir die Suppe, bevor ich an der Scheinheiligkeit ersticke. Ich richte dem Boss Ihre Grüße aus. Ich wette, das werden Sie. Die armen Kids. Edna hat das Fass mit dem Fusel abgeholt. Wir müssen es ihr nur noch irgendwie abnehmen. Jo, die Frage stellt sich bloß wie und jetzt schnell hinterher, bevor es wirklich noch den Kindern gibt. Was macht plötzlich? Ich frage lieber nicht. Zu zweit bedrohen wir jetzt eine Frau. Und wo ist sie? Ah, da ist sie. Da ist sie schon! Ich will den Fusel, Mann! Ich will den Fusel! Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Ich habe wenig Zeit, fürchte ich. Das Treffen des Finger vom Fuselverbands beginnt gleich. Jo, und ich habe Durst. Frage ist bloß, wohin? Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Einiges kann er damit, einiges. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Gute Frage. Was haben wir jetzt alles? Anstalt. Moment mal, Anstalt. Zu Doc? Das Irrenhaus. Nein! Nein, zu viel Suppe macht sie nur nervös. Ja. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Ja, wir haben ein kleines Problem. Hat sich erledigt, Anstalt, Altersheim, Kinderfarm. Waisenhaus wird zwar gehen, aber wo ist das Waisenhaus? Da kommen wir doch gar nicht hin. Ich versuch's trotzdem Das nochmal. Waisenhaus. Nein, mehr Suppe können Sie erstmal nicht gebrauchen. Okay. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Bleibt ja nicht mehr so viel übrig. Die Ranch der ungewollten Kinder. Nein, Sie haben Ihre Ration diesen Monat schon bekommen. Was zum... Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu... Wer muss von... Das Altersheim. Nein, Sie sollten schon lange im Bett sein. Ja, zum Tag war es etwa 12 oder 13 Uhr, sage ich jetzt mal, aber trotzdem müssen Sie haben mich müssen darum im Bett gebeten, sein. Ihnen zu sagen, welche... Wer muss von meinem... Tja, alte Leute brauchen halt viel Schlaf, wa? Okay, bleibt nur noch Finger vom Fuselverband. Der Finger vom Fuselverband. Stimmt, Sie treffen sich bald auf dem Brown-Anwesen und es gibt noch keine Erfrischungen. Ich bin ganz hin und weg, dass Ihr Freund Emmett das Haus seines Vaters für unser Treffen zur Verfügung stellt. Hä? Moment.
Michael! Was in Thomas Alva Edisons Namen denken Sie, was Sie da tun? Verstehst du nicht? Du brauchst Alkohol, um deinen Bohrer zum Laufen zu bringen, oder? Bei den Schmugglern der Suppenküche werden wir nie an eines ihrer Fuselfässer kommen. Aber Miss Strickland kann eins für uns holen und es uns bis an die Tür bringen. Nein, das ist ausgeschlossen. Warum? Ich kann nicht zulassen, dass Fremde in mein Elternhaus eindringen. Was wissen wir über diese Menschen? Gute Frage, Doc. Das sind echt nette Leute. Das wissen wir nicht. Wie hätten wir da im Hintergrund Schild? Hm. Sie sind total höflich. Das wissen wir nicht. Ja, ob sie nüchtern sind, wissen wir auch nicht. Und sie lassen die Finger vom Fusel. Na gut, aber mein Papst braucht nach Feierabend Ruhe und Frieden. Dieses Treffen ist ihm bestimmt zu laut. Er kann Ohrstöpsel benutzen. Sie werden leise sein. Kein Lärm, nicht wahr? Oh ja! Ich spiele mein Tambourin ganz leise. Hörst du das? Ja, aber Aber was? es ist nicht möglich. Ich hab's Miss Strickland aber versprochen. Es bedeutet ihr so viel. Die Antwort ist trotzdem nein. Mann, ey, Emmett, bist du kompliziert. Aber was soll aus den Mitgliedern des Finger vom Fuselverbands werden? Meinetwegen können sie sich alle wieder betränken. Das dachte ich mir schon. Na gut, dann vergiss es. Wir müssen deinen Raketenbohrer nicht heute Nacht testen. Doch nicht. Nein, ich werde mit dem Zug zurück nach Washington fahren und meinen Kollegen sagen, sie sollen das Patent an Dr. McCoy vergeben. Halt! Werden Sie den Verbandsmitgliedern sagen, sie sollen sich die Füße abtreten, bevor sie hereinkommen? Dann sind Sie Emmett Brown. Hab ich's mir doch gedacht. Die Gerechtigkeit steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Edna Strickland, wie könnte ich Ihnen jemals für Ihre Großzügigkeit danken? Nett, Sie kennenzulernen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ach, du machst dir zu viele Sorgen, Emmett. Wir müssen nur diese Vorladung übergeben und dann können wir deinen Raketenbohrer bauen. Und mein Patent. Ja, dein Patent. Ja, das Patent, nicht zu vergessen, wa? Okay, das mit dem Fuß hätten wir mehr oder weniger erledigt, nicht wahr? Die Frage ist zwar noch, wie wir zum Anwesen der Browns kommen, aber gut, das werden wir auch noch irgendwie hinkriegen. Was mich mehr beschäftigt ist Arthur McFly. Wo steckt denn der jetzt? Marty, was treibst du da? Ja, geht doch. Besuchen wir nochmal den alten guten Doc Dululu. Ja, so etwa. Psst, Doc! Wissen Sie was? Damit Ihr jüngeres Ich freikommt und den Raketenbohrer fertigstellen kann, muss ich meinem Großvater eine Vorladung schicken. Großer Gott! Du kannst ihn Arthur nennen. Er ist Kid Tennants Buchhalter. Marty, was du auch tust, es ist entscheidend, dass du die Zukunft deines Großvaters nicht zu stark veränderst. Die Konsequenzen... Wären katastrophal, schon klar. Sind sie doch immer. Die Frage ist jetzt bloß, wo ist... Oh nein, ich muss zu Tennen. Ohren steif halten, Doc. Ja, unterm Hut wohlgemerkt. Ohren steif halten, ja. Okay. Wagen wir es. Vielleicht haben wir ja Glück und er ist mittlerweile wieder in der Suppenküche. Ich bezweifle es zwar, aber es wird um einiges schneller gehen. Bin da, wer noch? Was ist der schon wieder hier? Okay, er ist mittlerweile geschnallt, auch wenn ein Fass da fehlt. Ups. Sorry, Leute. Da kurz irgendwie weggekommen. Hab mich aus Versehen aus dem Bild weggeklickt. Der andere ist nicht mehr da, war? Ah, doch, ist er da. Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Ja, und was sollen wir denn zum Doc sagen, ey? Meine Fresse. Der existiert mittlerweile zweimal hier in der gleichen Zeitebene. Wir haben schon mit dem Jüngeren gesprochen und seine Zukunft maßgeblich verändert. Und mit dem Älteren, gut. Mit dem Älteren ist eine andere Sache, weil mit dem reisen wir permanent durch die Zeit. Aber ja, und wieso begleitet uns ständig der junge Doc Schritt auf Schritt? Na gut. Gehen wir also zu Kid Tannen. Das kann ein lustiger Besuch werden, ey. Verdammt nochmal, Matches, du hast meine Socken mit Kiwi beschmiert. Sorry, Boss. Raus hier. Was willst du? Bitte?
Ich sitze zum Schuheputzen hier und du kommst zu mir. Entweder willst du meine Schuhe putzen oder du willst sterben. Welches von beidem? Okidoki, der Kerl will es also wissen, wa? Schuhe putzen bin ich nicht wirklich, komm schon, Alter. Dich mach ich platt wie dein Junge, meine ich. Mein Fehler. Okay, putz ihm halt seinen dämlichen Griffel, mein Gott. Und behalte Trixie im Auge. Das Weib kommt mir ziemlich nervös vor. Alles klar, Kid. Und? Willst du da jetzt dumm rumstehen oder putzt du mir die Schuhe? Ich könnte nach was anderes als deinem Face putzen, aber gut. Über einer Superküche, was Geschäfte machen Sie? Dann haben wir gleich die Kugel im Kopf. Ich suche jemanden namens Arthur McFly. Wir sind irgendwie verwandt. Nun ja, er ist mein Angestellter und heute hat er viel zu tun. Das klingt scheiße. Aber als sein Boss wissen Sie, wo Arthur ist. Er ist im Büro. Wo ist das Büro? Weiß ich nicht. Hä? Weiß ich, wo das Büro ist? Ach, und wann wird er heute das Büro verlassen? Wenn ich ihm erlaube zu gehen. Hey, du hast da etwas übersehen. Ja, dein Gesicht. Das muss dringend weggewaschen werden, Mann. Ist das nicht Arthur McFlys Hut, den Sie da haben? Es war McFlys Hut. Jetzt dient er mir als Erdnussschale. Ist ja nett. Was willst du denn den Hut abkaufen? Haben wir überhaupt Geld dabei? Kann ich ein paar Erdnüsse haben? Warum nicht? Ich bin ein ziemlich spendabler Mensch. Na los, bedien dich. Der wäre mir neu. Hä? Was zum Teufel ist das? Hey, Kid! Ja? Verdammt, was ist das? Hey! Das war ja clever, Marty. Was hast du getan? Gib mir den Hut, du miese Ratte! Emmett! Oh Mann. Spannung pur, Dramatik pur. Cooler Trick. Emmett! Und weg sind wir. Niemand hält Kid Tennant zum Narren. Ja, doch, wir schon. Oh. Hell, hilf mir! Ja, Trick 17. Wo hast du gelernt, dich so zu bewegen? Beim Football. Sie nannten mich der Blitz. Unglaublich. Der Doc hat Football gespielt? Ja, wollte gerade sagen, was macht dieser Typ da rechts? Okay, wir haben Arthur McFlys Hut. Die Frage ist bloß, wie finden wir jetzt Arthur? Irgendwelche Hinweise? Ah! Natürlich, man sind ja doof. Eine wird uns helfen und wie genau er uns helfen wird und ob wir Arthur McFly doch noch finden, das seht ihr in der nächsten Folge von Zurück in die Zukunft. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Juhu!